Ja, willkommen zum 9. Heavy Mental. Es ist das erste Mal hybrid, darum herzlich willkommen ihr hier in der Kirche in Niederbipp, dann ihr die die jetzt im Livestream auf Twitch dabei sind und auch ein lieber Gruß an euch, die zeitversetzt auf YouTube das nachschauen und dabei sind. Heute Abend macht sich der Silas Bitterli wieder auf den Weg mit unserem Gast, den Metal zu reflektieren. Und ich hoffe auch, dass ihr mitdenkt, fröhlich mitdenkt und eure Fragen auch in das Gespräch einbringt. Für das haben wir unsere WhatsApp-Nummer 079 739 09 59. Sie wird immer wieder auch eingeblendet, aber es ist gut, wenn ihr euch auch einbringt. Ich werde im letzten Teil des Gesprächs eure Fragen auch ins Gespräch einbringen. Es war 2012, also vor 10 Jahren, wo Anna Oepflinger mitverantwortlich war, dass ich das erste Mal einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde bin als Metal-Pfarrer. Und zwar hat sie im Fakultätshäftchen von der Uni Zürich, von der Theologischen Fakultät, fakultativ, wo es um das Thema Kirchenentwicklung gegangen ist, einen Artikel geschrieben, ein Interview und verarbeitet. Und ja, das hat dazu geführt, dass es noch einen Artikel im Tagesanzeiger gegeben hat und sogar in 20 Minuten, das ist so richtig abgegangen im 2012, wo wir eben die Metal Church auch gegründet haben und den ersten Metal-Gottesdienst gefeiert haben. Und heute Abend geht es zum Glück nicht um mich, um die Pressung, sondern es geht um Anna und ihre Forschung. Willkommen Anna, willkommen Silas, ich freue mich auf das Gespräch. Ja, cool, bist du da. Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Du hast so viele spannende Themen mitgebracht, wo du dich irgendwie damit beschäftigst. Und ich habe mir da ein paar Sachen ausgedruckt aus dem Internet. So, das sind meine Schüler haben ja schon ein paar Mal gegoogelt. Es ist aber spannend, was auch vorkommt. Genau. Erzähl kurz etwas so ein bisschen zu deiner Laufbahn in der Forschung. Was machst du da? Wie kommt man dazu, überhaupt einen Doktortitel zu machen? Also zuerst mal danke, dass ich da sein darf. Das ist wirklich lässig. Ja, wie kommt man dazu, einen Doktortitel zu machen? Man ist einfach zu blöd fürs Aussenwas wahrscheinlich. Ja, nein. Ich habe Theologie studiert zuerst und dann Religionswissenschaften. Und dann hat mich dort einfach wahnsinnig gepackt, so die Antike. Ich habe mich immer mega interessiert für gerade so antike Mythen und Mythologie. Und dann habe ich entschieden, gut, da habe ich Lust, darauf etwas zu machen. Und dann habe ich meine Dissertation gemacht über Drachenkampfmythen in der Antike und im Altorient. Also das ist so wirklich ein Kampf von einem Held gegen einen Drachen. Ja. Und das Lustige ist, Drachen haben damals so ganz anders ausgesehen. Weißt, wir stellen sie uns ja vor, so mit Zähnen und allem so Flügel. Und Feuerspäne. Genau. Ja. Und so in der Antike ist zum Beispiel der Typhon, das ist so ein Drachenmonster und der hat einen menschlichen Kopf, Flügel und Schlangenbein. Okay. Also noch ganz anders. Das ist ja crazy. Ich bin gerade so einem Projekt dran, wo ich mache so ein Comic mit so Sagen und Mythen Wesen jetzt aus Schottland, weil mich das sehr beschäftigt. Schleichwerbung, Schottland ist das beste Land. Nein. Und dort ist genau das gleiche Ding. Es gibt dort ja ganz viel. Und irgendwie von diesen Drachen fliegt irgendwie auch keiner. Und Feuerspäne können sie zum Teil so. Aber es ist noch witzig. Und dort hat es auch ganz viele so Erzählungen, die mich eben so ein bisschen das erinnert hat. Zum Beispiel der Gründer, der in Dornach, das ist so ein bisschen die nördlichste Kathedrale von Schottland. Und dort hat er die gebaut. Und dann ist ein Drache gekommen. Und dann hat er irgendwie gegen den Drachen kämpfen. Und es gibt irgendwie 2 Versionen. Eine hat er irgendwie ein Loch gebuddelt. Und er hat den Drachen nicht gesehen, hat ihn stechen. Und die andere hat er irgendwie mit einem Pfeil irgendwie abgehauen. Aber es ist noch spannend, weil eben das Christentum hat ja dann eben auch solche Mythen. Das finde ich noch spannend. Also so ein bisschen in der Erzähltradition vom Christentum. Aber sag noch geschwind, ist dort der Drache beide Mal gestorben? Ja. Ja, also wirklich. Genau. Ja, es gibt noch einen Stein, wo sie ihn verbuddelt haben. So. Ah, sogar. Genau. Ja. Also, das war jetzt Schleichwerbung, um nach Schottland zu gehen. Genau. Yeah. Ja. Nein, das Christentum natürlich. Also der Drache ist ein Symbol für den Teufel. Also, wo muss besiegt werden, in der Apokalypse zum Beispiel.
Aber auch, es gibt ja meine Lieblingsdrachentöterin. Normalerweise sind Drachentöter Männer. Ja. Aber die heilige Margareta ist eben eine Okay. Heilige, sie tut einen halben töten, sie tut ihn ein bisschen zähmen mehr. Okay, spannend. Aber es gibt es also schon auch. Also in Schottland gibt es auch ein so grosses Schlangendrachen, Schrägstrich, wo so ein bisschen gezähmt wird. Und zwar beim St. Columban, also der Iona gegründet hat. Und zwar das Loch Ness Monster. Also es gibt wirklich die Erzählung, das ist auch die älteste Auflistung von diesem Seemonster dort. Und zwar hat er ja wollte, quasi das Evangelium bringen, so zu den Pikten, oder, zu dem komischen Volk. Und hat dann eben das Loch Ness überquert und dann ist eben die Seeschlange auftaucht. Und er hat dann irgendein Versli aufgesagt und dann ist die Schlange gewichen. So. Also sie hat überlebt in dem Sinne, aber er hat einfach gesagt, hier und nicht weiter. So. Das finde ich noch... Ist noch nett. Ja, das ist noch nett, genau. Dass jetzt immer noch Leute dort am Ufer hocken und warten, dass sie etwas finden. Genau, das ist deine Doktorarbeit zu diesem Thema. Ja. Und was hast du herausgefunden? Ja, es ist aber recht kompliziert. Wie die Doktorarbeiten, das sind Bücher, die liest auch niemand und die sind viel zu kompliziert. Aber was ich herausgefunden habe, ich habe Bilder und Text verglichen und von den antiken Griechen und vom Alten Orient, so mesopotamische Sachen. Und mich hat es interessiert, wie quasi Texte eine Tradition bilden und Bilder eine eigene. Und das eigentlich nicht zusammengeht. Also wirklich bei den Bildern von der Antike sieht man, sie sind übernommen vom Alten Orient und bei den Texten nicht so. Also dort gibt es dann Änderungen. Also das ist das, was mich interessiert hat. Ja. Also eben, es ist so. Ja, aber eben, das ist noch spannend, was du sagst, oder? Die Doktorarbeit, das lässt ja niemand, weil es braucht halt wahrscheinlich schon ein gewisses Vorwissen, das man überhaupt mitbringen muss, um überhaupt so etwas zu können. Ich weiß es nicht, man muss halt einfach so in die Tiefe gehen. Ja. Also ich glaube, es sind von diesem Buch 20 Stück verkauft worden, das ist jetzt nicht wirklich, oder so. Ja. Ich weiss die genauen Zahlen zwar nicht. Aber es ist einfach so, man tut jedes Detail und jedes bisschen. Und ich habe es super lässig gefunden. Also in dem Moment, es macht richtig Spass. Aber zum Lesen ist es halt nicht so schön wie ein Roman oder etwas. Das ist noch witzig gefunden, als ich ich habe mal so ein bisschen in die Richtung angefangen und dann herausgefunden, dass ich völlig unbegabt bin für Textarbeit. Auf jeden Fall, als ich noch im Gimmer Latein hatte, habe ich mich eben interessiert eben auch für so Sagen und Legenden und Mythen und das Zeug. Und dort hat man so der Wissensstand ist so wie, die Römer hatten irgendwelche Götter gehabt. Und einer ist zum Beispiel, keine Ahnung, der Neptun oder so. Und dann habe ich irgendwie Altgriechisch davon und dann hat es plötzlich geheißen, übrigens, das ist eigentlich der Poseidon. Und das ist eigentlich wie, die einen haben den kopiert. Und das ist das Gleiche, aber irgendwie nicht. Und das ist ein bisschen anders, aber irgendwie schon nicht. Und dann kommst du in die Uni und dann erklären sie dir dort, der Poseidon war eigentlich gar nicht der Gott vom Meer, sondern von irgendwelchen Rössern. Und der Volksstamm, den hatte, die sind halt nach das Meer gekommen und haben dann keine Rösser mehr gehabt und haben halt dann den irgendwie übernommen. Und mir denkt, je genauer man hergeht, je diffuser, missverständlicher und unklarer wird es. Und das ist so kontraintuitiv. Und zuerst hat man ja das Gefühl, ich gehe das studieren, jetzt habe ich da voll eine Ahnung, aber gefühlsmässig habe ich das Gefühl, je mehr ich davon weiss, je grösser wird es und je mehr Fragezeichen habe ich. Wie hast du das so erlebt? Ja. Also ich habe auch das Gefühl, je mehr man weiss, desto mehr sieht man, dass man es einfach nicht weiss eigentlich. Und was mich einfach fasziniert an dem, ist so das Plurale. Also dass es wirklich, jedes kleine Dörfli hat wieder das eigene Konzept gehabt, jede Stadt. Und dass man so eben ein bisschen wegkommt von den Universalien. Also nicht so, eben, Poseidon ist das, sondern dann schaut man, wo, wann, zu welcher Zeit, bei welchem Schriftsteller oder welcher Schriftstellerin so. Also, aber es braucht schon eine gewisse Faszination dafür, denke ich. Was war denn der Grund, dass du eben nach der Theologie noch Religionswissenschaft gemacht hast? Was hat dir für dich persönlich gefehlt? Oder was war der Schritt? Es hat eigentlich nichts gefehlt. Es war Zufall. Und zwar war es so, es hat noch keine Religionswissenschaften gegeben, als ich Theologie studiert habe, sondern es war ein Teil von der Theologie. Einfach eines von diesen vielen Fächern. Und der Professor, der Religionswissenschaft gegeben hat, war Fritz Stolz. Und er war einfach so genial. Er war super. Ich habe so viel bei ihm besucht und ich habe es so interessant gefunden. Und er war eben so ein Altorient-Spezialist und hat so viel Wissen gehabt. Und er hat dann den Studiengang neu gegründet. Und dann bin ich die Erste, die gefunden hat, jetzt mache ich das. Das ist so lässig.
Aber ich habe Theologie auch nicht, ich habe bis zum Propedeutikum, ich habe nicht weitergemacht. Also heute wäre es vielleicht ein Bachelor oder so. Ja. Und dann habe ich eben gewechselt quasi. Er hat immer gesagt, konvertiert, aber es ist Ja, genau. Das ist natürlich ein Witz, gell, für eine religiöse Sprache zu brauchen für so einen Prozess. Ja. Aber ich bin nachher nur Assistentin im Alten Testament. Ja, Es war noch sehr eng beieinander. Also. Aber was würdest du sagen, was ist der Hauptunterschied, so grob überzeichnet? Also wenn man es wirklich überzeichnen will, kann man sagen, Religionswissenschaftler kümmern sich um alle Religionen. Und Theologie halt, nur Christentum ist auch falsch, weil das stimmt eben nicht. Aber das ist so das, was man so grundsätzlich sagt. Also so, was Religionswissenschaftler haben, ist so wirklich ein vergleichender Kern. Also dass man versucht herauszufinden, was sind Gemeinsamkeiten oder auch die Unterschiede verschiedener Religionen. Und wo ist Religion auch zu finden im alltäglichen Leben, also auch im säkularen Raum. Und das ist das, was mich im Moment sehr interessiert. Ich bin auch in einer Forschungsgruppe Medien und Religion. Und dort schauen wir wirklich breit. Zum Beispiel gerade in der Corona-Pandemie, wie ist da Religion auftaucht. Also zum Beispiel auf Graffiti, dass Ärzte oder Ärztinnen als Engelfiguren dargestellt werden. So, das ist wirklich ein total säkularer Bereich und gleichzeitig es tangiert religiöse Vorstellungen. So ein bisschen das, also das Breite. Aber das kann Theologie eben auch. Genau. Also. Ja. I see. Wie hast du es so mit Innen-Aussen-Perspektive? Ich habe meine 3 Semester, die ich dort an der Fakultät irgendwie gemacht habe, ich schon auch das Gefühl gehabt, in der Theologie habe ich mehr das Gefühl gehabt, dass auch Dozenten, dass man das Gefühl hat, wie wir beschäftigen uns mit unserer Geschichte und unserer Bibel und unserem. Es ist so, dass irgendwie, es hat mehr sich wie innen angefühlt und die Sachen, die ich dann hatte, in Religionswissenschaft, die haben sich mehr sehr viel distanzierter, aber das halt einfacher, objektiver angefühlt. So. Hast du das auch erlebt oder ist es für dich? Also es ist ein bisschen eine Debatte und ich empfinde es eigentlich nicht so. Weil die Theologie, die ich kenne, kann beides sein. Es kann auch sehr distanziert sein. Gerade wenn man überlegt, zum Beispiel die Sintflut-Erzählung im Vergleich zum Sintflut beim Gilgamesch und so weiter, so die ganze Historisierung. Ich kann auch einen distanzierten Blick haben. Und ehrlich gesagt, in der Religionswissenschaft haben wir ja auch Normen und Werte. Ja, logisch. Also zum Beispiel eine Norm ist, dass man davon ausgeht, es gibt eine Pluralität von Religion. Weil wenn es nur eine gibt, würde man wie das eigene Fach abschaffen, zum Beispiel. Logisch, ja. Okay. Und dass man auch die gleichwertig anschaut, verschiedene religiöse Vorstellungen und so weiter. Also vielleicht zum Begriff Religion noch. Das ist mir dann eben im Studium auch recht eingefahren, weil bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, ich weiss, was Religion ist. Und seither habe ich wie gemerkt, dass so viele Leute so etwas anderes im Kopf haben, wenn sie diesen Begriff hören. Und scheinbar ist es ja eigentlich gar nicht so ein alter Also irgendwann hat man ja einen Begriff gebraucht, weil man plötzlich gemerkt hat, ja Moment, es glaubt ja gar nicht die ganze Welt gleich und wir können nicht einfach nur halbieren zwischen wir sind gläubig und sie sind ungläubig, sondern die glauben schon, aber irgendwie etwas ganz anderes. Und kannst du vielleicht schnell so als Wissenschaftlerin eine gute Definition geben für diesen Begriff? Oder wo würdest du, was findest du eine nützliche Definition von diesem Begriff? Also ich habe meine Lieblingsdefinition, aber vielleicht muss man noch dazu sagen, es gibt so viele Definitionen, wie es Forschende halt genau. gibt. Meine Lieblingsdefinition ist die von Fritz Stolz. Ich finde sie wirklich nützlich. Und zwar sagt er, im Leben des Menschen gibt es kontrollierbare Bereiche, wie zum Beispiel, ich stelle den Wecker heute und dann läutet er hoffentlich genau dann, wenn ich ihn gestellt habe. Außer die Batterie ist leer. Und es gibt unkontrollierbare Bereiche. Und unkontrollierbare, das wären so Sachen wie zum Beispiel der Tod. Man weiß nicht, wann er kommt, man weiß nicht, wie es sich anfühlt, man weiß nicht, was genau passiert und man weiß nicht, was nach dem Tod ist. Und insofern, seine Definition ist, dass er sagt, Religionen kümmern sich um die unkontrollierbaren Bereiche, indem sie sie in Kontrolle überführen. Und in Kontrolle überführen heisst, dass sie sagen, was der Tod zum Beispiel macht, was es Jenseitsvorstellungen und dann auch, wie man leben soll, damit man das Jenseits erreicht. Aber interessanterweise, Religionen lösen das Unkontrollierbare nicht auf. Und das finde ich schön an dieser Definition, das Ambivalente bleibt. Es ist nicht so, dass sagen wir, eben der Tod oder der Schrecken dann verschwindet. Oder die Emotionen. Sondern weil man sie ja bleiben. Nie schlussendlich wirklich kontrollieren kann. Genau.
Also es bleibt ein bisschen ambivalent und das finde ich faszinierend daran. Also das finde ich noch spannend. Das ist ja auch etwas, was sich eben auch so ein bisschen durch dein Arbeiten durchzieht. Wir reden dann noch über Knochen. Weil du gesagt hast, eben mit Antike und Altertum und so beschäftigt hast und Religion, etwas, wo ja unendlich eindrücklich ist ja der Aufwand, den Menschen machen können, wenn sie eben mit dem Tod konfrontiert sind. Also die Vorstellung, irgendwelche riesen Gräber zu bauen und zu füllen mit Schätzen und Zeug und irgendwie und keine Ahnung, den Götter mumifizieren oder weiss nicht was für Zeug, oder man macht irgendwelche Orte, wo man dann irgendwie irgendwelche krassen Imperatoren irgendwie beerdigt und Zeug. Es gibt ein riesen Ding, oder? Und das ist ja immer sehr, sehr religiös aufgeladen. Und ich selber in meiner Kultur merke, ich habe so nichts mit dem Tod zu tun. So. Ich bin evangelikal aufgewachsen. Das heisst, wir haben nicht einmal einen Friedhof. Oder? Also das ist so weit weg. Und jetzt vorletzt hat es ein paar Todesfälle gegeben. Und ich bin nicht einmal wirklich fähig gewesen, an die Beerdigung zu gehen. Wo ich einfach innerlich so, was will ich dort? Ich habe wie gemerkt, es ist so, ich habe so keine Ahnung, wie damit umzugehen, weil das einfach eben in meiner Kultur jetzt so fehlt. Und, aber eben, du bist da in deiner Forschung auf ganz andere Arten gestoßen, wie man mit dem Tod. Was hast du so spannende Müsterchen zu erzählen? Was gibt es für Arten, wie man dem, auch dieser Überforderung begegnet? Also ganz viel, aber vielleicht kann ich diese Frage zuerst mal persönlich beantworten. Weil es ist interessant, was du sagst von deinem. Weil ich bin in Graubünden aufgewachsen und noch immer Graubünden, wo ich merke, dass es nicht mehr gibt, seit ich nach Zürich gekommen bin. Und zum Beispiel der erste Tote war ein Mann, den ich gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, wie alt bin ich, 8 vielleicht. Und meine Nani, die Großmutter, ist halt einfach dort her. Der war aufgebaut in der Heimat, wie alle aufgebaut waren in der Heimat. Und alle vom Dorf mussten alle besuchen. Und ich bin mit und es war normal. Und ich weiss noch, es war etwas Erwachsenes und die Stimmung war unglaublich. Und es hat eine bestimmte Art von Gebäck gegeben, nur für das. Also es hat wirklich dazugehört zu dem Dorfleben. Und insofern, das stimmt, was du sagst. Es ist schon ein bisschen der Kontext, was es auch ausmacht, wie man sich dem wahrscheinlich nähert. Aber unterdessen hat sich das auch dort völlig geändert. Ja. Und ich muss sagen, zu dem Todesprojekt, das müssen wir ein paar Bilder zeigen. Das ist ganz was anderes. Das war ein Zufall. Und zwar sind 2013, ich erzähle die Geschichte noch gerne, bin ich mit dem Fotograf Yves Müller am Essen gewesen, Gemüsesteller, weißt du noch was? Erdglaubschnitzel oder so. Und dann hat er gesagt, er sei im Wallis und habe so eine Kapelle gesehen, voller Gebeine. Und dann hat er mich gefragt, was es ist. So im Stil von, ja, du musst es ja wissen, du bist ja Religionswissenschaftler. Genau. Und ich habe das Beihaus kennt, ich bin auch schon dort, aber wegen dem Mittelerdenfest, weil ich schon im Tolkien-Fest war dort. Okay. Und dann haben wir beschlossen, wir machen das Projekt, weil es uns interessiert, was das soll. Also und was ist genau die Idee oder die Aufgabe oder die Zielsetzung von diesem Projekt? Also eigentlich ursprünglich die Idee ist einfach, wir besuchen ein paar so Beihauskapellen und machen einen Aufsatz drauf. Und seitdem haben wir 400 Kapellen besucht, sind 30'000 Kilometer durch ganz Europa gefahren. Das ist ein Riesenprojekt. Millionen von Knochen angeschaut. Ja, Millionen von Knochen angeschaut. Und vor allem einfach mit vielen Leuten geredet. Und mich hat interessiert, was die Kapellen bedeuten für die Leute vor Ort. Ja. Und die bedeuten enorm viel immer noch. Ja. Das finde ich eindrücklich. Also, es gibt auch Leute, die noch beten. Was war die ursprünglichste Funktion? Also schlussendlich einfach Bestattung und Platz sparen? Oder? Ja, so entstanden sind sie so im 10. und 11. Jahrhundert. So. Und zwar tatsächlich aus Platzmangel. Weil damals halt die Friedhöfe sind in den Siedlungsräumen. Und die konnte man ja nicht vergrössern, weil sie mitten drin sind. Und die Bevölkerungsdichte ist aber grösser geworden. Und insofern konnte man auch die Knochen ja nicht zerstören, aus religiösen Gründen. Also wegen der Auferstehung. Ja, es braucht für die liebliche Auferstehung Knochen. Und dann hat man sie ausgehoben und in Kapellen gelegt. Das war so die ursprüngliche erste Idee und hat sie dort wie gesammelt. Und dann ist aber sehr schnell eine Memento-Mori-Funktion dazugekommen. Erinnere dich daran, dass du irgendwann sterben wirst. Genau. Und du kannst nicht ewig... Ja. Genau.
Und zwar schon im Mittelalter so. Zum Beispiel sind dann die neuen Beihäuser so gebaut worden, dass die Leute müssen daran vorbei, um in die Kirche zu kommen. Also quasi wie sie sehen den Tod, bevor sie in den Gottesdienst gehen. Und natürlich haben sie auch in kleineren Gebieten gekannt, welcher Schädel kommt von wem. Also eben Onkel Albert und so weiter. Und das hat man auch den Leuten, also den Kindern und so gezeigt. Das ist so eine Funktion. Und die zweite, die dann halt dazu kam, ist, es ist wirklich im römisch-katholischen entstanden. Das heisst, es ist verbunden worden mit dem armen Seelenkult. Die armen Seelen, das sind die im Fegfeuer, die wie gereinigt werden. Ja. Und für die muss man beten, damit sie geschwind aus dem Fegfeuer rauskommen. Und darum sind es zu Gebetskapellen geworden, die Beihäuser. Okay. Und das findet man bis heute, eben zum Beispiel im Wallis, in Natters, sind die Leute immer noch betend, immer noch vor den Gebeinen von ihren Vorfahren. Das ist wirklich mit vielen Kerzen und so. Ja. Also im ganzen reformierten Gebiet ist es sehr schnell geräumt worden, weil es ist zu nahe beim Reliquienkult. Ja. Darum hat man eben so leere Beihäuser wie da. Krass. Das ist wirklich null auf dem Radar. Ja. Ich kann mich einfach erinnern, wir haben mal im Gimmer, wo ich nachher Schwerpunkte hatte, im Zeichnen, also Gestalten, sind wir Muri und Einsiedler anschauen. Und dort, ich glaube, Muri hat dann auch irgendwie so ein paar Totenschädel irgendwo so in den Gold verziert. Und ich kann mich noch erinnern, eben aus meinem evangelikalen Hintergrund, wie ein Totenkopf. Okay, spannend, oder? Und ich meine, ich habe jetzt lustigerweise das T-Shirt an, oder? Mit dem Totenkopf oder Piraten. Und ich hatte das vor ein paar Wochen mal bei einem Gottesdienst an. Und ich habe mir nicht überlegt, das ist einfach ein T-Shirt, das ich habe vom coolen Club in Edinburgh. Captain's Bar, super. Und dann bin ich wirklich darauf angesprochen worden, so wie, ist vielleicht nicht das beste T-Shirt für den Kill. Also. Und das ist noch lustig gefunden, so wie es ist halt eben, es ist ja ein Symbol, oder? Und unsere Kultur jetzt hat mit also die Assoziationen, die wir haben mit Schädeln und mit Knochen, ist eigentlich extrem negativ. Wieso? Ja. Es ist wie... Aber ich denke, das extrem Negative kommt von diesen Katastrophen vom 20. Jahrhundert. Ja. Also der Massenvernichtung und so. Und dort kennt man halt das. Und das hat es schon sehr stark beeinflusst. Und eben, jetzt gerade in diesen kleinen Dörfern, wo es noch gibt, die Beihäuser, das ist für die ganz was anderes. Das ist für die etwas sehr Positives. Weil auch, die sind auch nahe bei den Kirchen. Die Toten möchten ja dort her. Weil jetzt in dem römisch-katholischen Traditionellen ist je näher bei den Reliquien der Heiligen, desto halt auch besser. Also das ist schon, und die Leute sind sehr liebevoll auch über ihre Beihäuser geredet, das habe ich immer. Ja. Aber es ist spannend, wenn dann, sagen wir, normale, urbane, säkulare Leute zu sowas herkommen, gibt es entweder den Dark Tourism, also so das... Ich kann es mir vorstellen. Genau die dann irgendwie so, nein, du darfst nicht auf dem Friedhof übernachten. Vor denen und genau. So, ja. Oder dann eine junge Frau haben wir zum Beispiel auf der Uffenau getroffen. Dort hat es auch noch ganz alte, mittelalterliche Schädel. Und die ist her, hat reingeschaut und ist schreiend davon gerannt. Okay. Und dann bin ich ihr hier an, weil es mich natürlich interessiert hat. Und dann hat sie gesagt... Entschuldigung, wirklich. Für mein Projekt. Nein, wirklich, so wie man nicht sollte. Aber ja. Und dann hat sie gesagt, nein, das ist so schrecklich und die stinken. Aber es stimmt nicht, die haben ja nicht gestunken. Es ist so wie die Idee von Tod und... Ja. Im Metal... Ja, wir machen den fließenden Wechsel, Übergang. Im Metal ist ja Knochen und Schädel sind ja unendlich omnipräsent. Und du hast auch in diese Richtung geforscht und zu dem kommen wir jetzt. Aber jetzt hören wir mal ein bisschen Musik hören und über deine Liste am begutachten und am überlegen, was könnte passen von deinen Sachen. Ja, wir gehen sonst bei Sabaton rein. Die Schrecken von den Weltkriegen. Ja. Wo halt schon, genau. Und eben innerhalb des Ersten Weltkriegs der Waffenstillstand. Wirklich eine Serie. Ich habe mal ein Mini-Theaterstück an der Schule geschrieben. Ich finde es eine sehr eindrückliche Geschichte. Und eben Sabaton, wo ja sehr viel so Kriegsding aufschreibt. Kannst du kurz etwas sagen zu diesem Song? Also den Song habe ich ehrlich gesagt ausgewählt aus einem ganz anderen Grund. Und zwar, weil mich alle immer ärgern, weil ich Weihnachten nicht verstehe. Und darum habe ich gedacht, ich muss ein Weihnachtslied bringen. Vielleicht verstehe ich es nachher. Und ich finde es interessant. Ich meine, Weihnachtslieder im Metal gibt es ja schon lange. Nicht nur schon bei Twisted Sister und so. Aber jetzt, es kommt wieder. Es ist wirklich im Kommen.
Und darum habe ich gedacht, jetzt nehmen wir ein Weihnachtslied. Ja, voll. Genau. Eben, es ist, also, das, was ich erzähle, ist eben der Waffenstillstand im 1914. Genau, offiziell heisst es, glaube ich, Waffenfrieden. Ja, Truce. Ja, Truce, Christmas Truce auf Englisch, ja. Und es scheint so 2, 3 Orte unabhängig ist das gewesen. Es gibt so verschiedene so Erzählungen von, dass sie sich am einen Ort haben sie, glaube ich, zusammen geschuttet, haben sie Kuchen gebracht und am anderen Ort haben sie einfach Weihnachtslieder in 3 verschiedenen Sprachen gesungen oder so. Das finde ich eben das Spannende daran, dass es ist alles an der Westfront war und dass wie die Lieder, die gemeinsamen Lieder auch die gemeinsamen Frieden ermöglichen. Und es sind ja Weihnachtslieder, die eben die gleiche Melodie haben. Das ist schon extrem interessant. Ja. Und jetzt hören wir von Sabaton «Christmas Truth». Silence! Oh, I remember the silence! Genau. Eben, der Metal scheint nicht so Berührungsängste zu haben mit dem Tod. Im Gegenteil, es gibt fast so einen kleinen Kult drumherum. Und so. Was hast du so auf deinen Begegnungen mit Metal erlebt? So punkto Tod und Umgang damit? Sehr eigentlich einen offenen Umgang mit dem Tod, ja. Wirklich überraschend. Und was ich interessant finde, weil wir vorher ja meine Lieblingsreligionsdefinition, ich finde, das passt auch gut für Metal. Weil Metal kümmert sich auch um die unkontrollierbaren Bereiche. Also, weil das ist genau das, was es darum geht. Starke Emotionen, eben Tod, Apokalypse, all die Fragen, die halt da sind. Und insofern passt natürlich Religion und Metal auch zusammen. Also das verstehe ich sehr gut. Ja, und eben innerhalb von Metal ist auch wie so eine Grundreligionskritik auch überall irgendwo auch Teil davon, weil Metal halt, also aus meiner Sicht viel grundsätzlich eine kritische Haltung hat gegen verschiedenste Themen, oder? Und wahrscheinlich vielleicht auch an einer Gesellschaft, wo sich diesen schwierigen Fragen verschließt, auch wieder sagt, hey, hier ist im Fall, sollte man vielleicht dann noch angehen oder so. Ja, genau. Also ich finde schon, dass Metal der Gesellschaft auch einen Spiegel vorhält. Ja. Also das ist das Spannende daran. Also so und was mir gefällt am Metal ist, dass es passiert einerseits kritisch, aber auch durchaus ironisierend. Es passiert spielerisch und übertrieben. Und das finde ich, eben auch gerade mit dem Tod. Ich meine, dann hat es nicht nur einen Schädel, es hat gerade ganz viele und so. Also, Sehr cool. Wie bist du denn zum Metal gekommen? Also, kannst du dich noch erinnern? Ist das irgendwie relativ früh passiert? Zu der Metal-Forschung ist vielleicht einfacher zu sagen. Einfacher, okay. Ja. Also Metal-Forschung ist einfach, weil wir haben, schon während dem Studium haben wir eine Arbeit schreiben. Und dann war es eben so, ich hatte einen Wettlauf, wer mehr tote Sprachen kann. Mit einem Kollegen. Oh nein. Ja, es ist einfach so. Und dann habe ich versucht, billig tote Sprachen zu lernen. Und billig heisst nur ein Semester, also nur ein halbes Jahr. Ja. Und dann ist zum Beispiel auch Altskandinavisch ist so billig zu erwerben. Und halt im Altskandinavisch sind all die Black Metaller da gewesen. Und dann habe ich in einem anderen Seminar eine Arbeit schreiben und dann dachte ich, ja, über die wäre doch noch spannend. Also so ist so die Metal-Forschung eigentlich entstanden. Und dann haben wir 2006 ein Buch herausgegeben über Jugend und Religion. Und dort habe ich dann 3 wirklich Junge befragt. Einfach so, wie sie stehen, zu, eben, was Metal für sie ist und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ich will eigentlich nie mehr Metal-Forschung machen, aber man kommt nicht mehr weg. Es macht auch Spass, es ist spannend und faszinierende Leute einfach vor allem. Was findest du spannend daran? Ich finde den Aushandlungsprozess spannend. Das klingt jetzt nach einem komplizierten Wort. Ja. Also so das quasi Aushandeln von wo steht man in der Welt, was der Metal macht. Also so die grundlegenden existenziellen Fragen, die gestellt werden, der spielerische Umgang damit, die Emotionen, die generiert werden und das alles in einem Package, das finde ich wirklich interessant. Und es ist, viele sagen, es ist gleichzeitig Spass und eine Lebenseinstellung. Also so die Mischung, wo sonst wenig Leute, also
auf der Straße, wenn man fragt, was ist Ihnen wichtig, kommen ganz viele verschiedene Antworten. Aber beim Metal hat es, was ist dir wichtig? Dann sagen die meisten, ja, Metal. Okay. Und dann fragt man weiter, was heisst Metal? Was und ist dann, denn Metal für genau. dich? Ja. Und dann sagen viele eine Lebenseinstellung. Oder jemand hat zum Beispiel gesagt, eben, Metal ist für die Person etwas, wo die schwierigen Situationen erlebbar macht, umgangbar macht. Also, Aber da sind wir wieder sehr ähnlich. Näher Genau. Ja, bei bei dem. einem Religionsverständnis. Oder? Und darum werden wahrscheinlich auch Totenköpfe gebraucht, weil das ist das Symbol dann für genau diese Fragen. Ja. Und wir haben das vorher gehabt mit dem Memento Mori, also mit dem Ja. sich bewusst sein, wie vergänglich das ist. Und ich glaube, das ist schon auch häufig Ja. ein Thema vom Metal, wo sich das... du hast vorhin noch kurz in einem Nebensatz erwähnt, Mittelerdenfest. Ja. Also, verstehe ich das richtig? Also, was ist kannst du das genau beschreiben? Was das Mittelerdenfest ist? Ja, einfach, also ich Ah, kann mir ja. das so ein bisschen halb vorstellen. Es ist wahrscheinlich irgend so wie ein Tolkien-Fanclub und die treffen sich und Ja, das ist genau das ist eigentlich. streiten darüber, was stärker ist, ein Ballrock oder Es ist schon ein bisschen nerdig, es ist ja. schon recht. Ist gut, ja. ich bin dabei, ja. Nein, es sind Feste gewesen, die sind so alle 2, 3 oder 5 Jahre stattgefunden, jeweils in Leuk im Wallis, und die sind doch relativ gross gewesen, so Mittelerde-Feste haben die Okay. geheißen. Und ich bin halt einfach schon seit Anfang dabei, weil ich auch einen historischen Schwertkampf damals noch gemacht habe. Ah, okay. Und dann haben wir halt gekämpft und eben Kostüme gemacht und all das lustige Sachen. Und ja, vielleicht bin ich ein bisschen Tolkien-Fan. Könnte Ja, schon noch das sein. darf man. Das finde ich legitim, das kann man so erlauben. Ich finde auch Narnia toll. Also von Genau. dem her. Also ich bin halt mit dem Zeug aufgewachsen. Ja. So. Okay. Aber eben, in deinem persönlichen Ding, wenn ist Metal, wenn bist du denn mit diesem Zeug in Berührung gekommen? Erst durch das Studium nachher? Ja, also halt, als ich jung war, war es halt mehr der Rock gewesen. Ja. Es ist klar, es hat schon, also Metal ist schon auch wichtig gewesen, aber es ist Ja. mehr so der Hard Rock halt und so, Ja. wo damals, ich bin auch schon alt. So. Und auch das, was man heute würde, also Bon Jovi war damals noch so richtig Hard Rock, Ja, gewesen, genau. obwohl es heute Softie. Aber das würde ich glaube schon auch, also wenn wir die Schüler, wenn wir mit den Schülern anschauen, was Musik spielen, ist auch, also Bon Jovi ist so, ja, das ist Hard Rock, das ist gut. Genau. Einfach, dass wir es ein bisschen einfacher abtrennen von anderen Sachen. Ja, Ja, aber gell, ist immer schwierig. Ich meine, die Genres zu trennen ist auch immer schwierig. Und es wandelt sich. ja voll. Was sind denn genau die Forschungsfelder in der Metal-Forschung? Also auch das wandelt sich. Ich habe eben viel im Schweizer Black Metal geforscht. Also wirklich. Mich hat aber vor allem interessiert T-Shirts. Also Kleidung. Also warum sind so viele religiöse Symbole auf diesen T-Shirts zu finden? In der ganzen Bandbreite. Das ist so das, was mich mega interessiert hat. Das ist das eine. Und bist du so ein bisschen auf Erklärungsmuster gekommen? Ja, also schon. Einerseits hat es natürlich eine Weltsicht dahinter, das Ja. ist klar. Zweitens dienen die Symbole aber vor allem auch dazu, Identität zu generieren. Also man erkennt halt an den Symbolen sofort, welche Band ist es, in welche Richtung ist die Person einzuordnen, wie steht die Person politisch sogar so. Also es hat sehr viel mit Identitätsschaffung zu tun. Ein bisschen auch mit Provokation wahrscheinlich. Und es ist Was ja auch ein bisschen Identität. ja, genau, es gehört so. Und es hat auch ästhetische Gründe. Es muss halt auch cool aussehen. So. Ja. Ja. Also das ist so das eine. Das Zweite, was mich mega interessiert, und da bin ich jetzt gerade vorletzte Woche an einer Tagung gewesen, die Tagung war zu Metal and Global Premodernity. Also Metal und Antike. Okay. Und ich habe über mesopotamische Mythen im Metal einen Vortrag gehalten. Das finde ich super interessant. Da gibt es auch sicher ein paar Bands, die sogar irgendwie nach irgendwelchen persischen oder so Gottheiten, gell? Jetzt Ja, ja. sogar der, In der Marduk Schweiz, ist doch, Marduk, ja. In der ja. Schweiz Shamash natürlich, ist so die berühmte. Ja. Ja. Ah, crazy. Aber es gibt ganz viel. Ich meine, Ja. es gibt Ishtar, Absu, Ja, all das ja. querfeldein. Ja. Krass, ja. Und es war echt spannend. Es war eine relativ grosse Tagung in Zoom Amerika. Also nicht richtig Ja, in den nicht- USA, nicht sondern wie Zoom. physisch, sondern, ja. Mit ganz vielen Leuten, die über alles Mögliche. Also Ja. es ist wirklich interessant. Ja. Du hast noch spannende Liedvorschläge uns geschickt. Und einer, also viele von denen haben sehr etwas Globales, denke ich mir. Finde ich es noch spannend. Du hast zum Beispiel eine aufgeschrieben, da heisst sie Voice of Basprot. Wie spricht man das aus?
Bassprot Bassprot, wahrscheinlich, ja. Und zwar ist das eine muslimische Band, bestehend nur aus Frauen aus Indonesien, die Kopftuch anhaben und in diesem Song Gott darum bitten, dass sie doch bitte dürfen Metal machen. Genau. Also, Ich beobachte die Band schon länger. Ich finde sie mega interessant, weil es ist eigentlich eine Schülerinnenband war. okay. Und sie haben halt immer den Hijab getragen, also das Kopftuch, weil sie einfach überzeugt sind auch. Ja. Und das hat halt Debatten gegeben, einerseits pro, aber auch contra. Und sie haben, ja, das ist wie zu ihrer Rolle gehört. Ja. Und auch zu ihrer Rolle halt als gläubige Muslime. Also sie bekommen es dann quasi fertig aus jeder Gruppe, wo sie eigentlich Teil sind, sich wieder ein bisschen an den Rand raus zu manövrieren? Oder? Nein, eben nicht. Ich würde das Gegenteil sagen. Das sind dann sagen, wir tun es normalisieren? Oder, ja, genau. Warum soll nicht islamischer Metal? Das ist doch... Ja, genau. Also, genau ja. Warum haben wir ein anderes Bild? Ja, genau. Okay. Aber das hören wir uns jetzt auf jeden Fall an. Und der Song heisst eben «God, allow me, please, to play music». Crazy. Ja, spannend. Eben, und da sind wir dann schon so ein bisschen in diesem Thema mit Vorstellungen und Rollen, wo wir verschiedene Geschlechter in verschiedensten Kulturen zuweisen. Und du hast in deiner Forschung bist ein paar Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen. So ein bisschen Geschlechtsrollen und Erwartungen. Wie soll sich eine Frau verhalten? Was gilt überhaupt als Frau? Wie, was, wo? Kannst du kurz ein bisschen erzählen, was sind dort die Spannungsfelder? An was wird geforscht? Oh, es wird enorm viel geforscht im Moment. Also es ist halt wirklich ein Thema, übrigens auch in den Metal Studies ist es eines von diesen grossen Themen. Also Geschlecht und Metal. Weil halt immer wieder diskutiert wird, ist es eine maskuline Kultur oder nicht, welche Rolle haben Frauen von Anfang an, welche nicht und so weiter. Und bricht nicht Metal genau auch mit Maskulinitätsbildern? Also lange Haare und so, wenn man so... Ja, und enge Lederdinger. Genau, gerade der Glam-Metal ist genau. natürlich... Also auch da, welche Chancen sind da auch, um eben genau wieder da Grenzen zu suchen, neue Bilder auch zu schaffen und so weiter. Also das ist, gerade im Metal ist das wirklich also im Metal Studies ist das ein riesiges Thema. Metal Studies, schnell beschreiben, was ist? Also Metal Studies ist eigentlich wirklich einfach die Forschung von Metal. Und zwar aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Also man kann auf die Individuen schauen, auf die Gesellschaft, auf die Musik, auf wie die Leute sich anlegen, wie man sich benimmt und so weiter. Also querfeldein. Das finde ich auch das Schöne an diesen sogenannten Metal Studies, dass so viele Leute aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln eigentlich drauf schauen. Eben, und da hast du auch Sachen wie mitpubliziert und geschrieben. Und genau, ja. Okay. Und es wäre natürlich schön, wenn es irgendwann einen Studiengang gäbe dazu, dass man Metal Studies studieren könnte. Also ja, Doktor in Metal. Dr. Metal, genau. Ja, warum nicht? Gell? Gut, das sind wir Die Frage ist, wie viel Material das überhaupt also Material jetzt ja genug, aber ja. Ich glaube schon, weil ich meine, Metal gibt es jetzt, in welchem Land gibt es nicht? Ja. Also es ist wirklich eine globale Musikrichtung, es ist eine ökonomisch wichtige Musikrichtung auch. Und gerade, weißt, weil man halt alles sammelt, von Kassettchen bis zu LPs und so, es ist auch materiell. Und ich finde es halt spannend, eben im Vergleich auch mit anderen, jetzt habe ich fast Religionen gesagt, mit anderen Musikstilen, eben das, was du gesagt hast, mit Identitätsstiften, wo ich schon extrem krass erlebe. Also wenn ich es vergleiche mit anderen Sachen, eben, dass du wie eine Gesamtkultur hast, wo du dann eben optisch und so wie irgendwie, und eben so wie du sagst, dass man sogar zum Teil so kann politische Sachen daraus lesen kann. Das finde ich schon noch spannend. Ja. Du hast noch erwähnt vorher, wo du gesagt hast, dass du den Schweizer Black Metal geforscht hast. Ich habe keine Ahnung, aber du hast jetzt wahrscheinlich Ahnung, von wie einer grossen Szene kann man da reden? Wie viele Bands sind das so? Handgelenk mal Pi. Gut, ich habe eigentlich wirklich nur den harten Kern. Ja.
Also, weil das ist ja wie immer im Metal, es gibt einen harten Kern und die meisten Leute gehören nicht zum harten Kern, sondern gehen und machen Konzerte und geniessen es und so. Es ist mega schwierig, Zahlen zu nennen. Ja. Ich weiss nicht, 400-500 Leute vielleicht. So. Ja. Also wirklich eine kleine. Aber sonst wäre es auch nicht möglich gewesen, Ja, klar. so Forschung das zu kannst machen. du nicht, ja. Ja, genau. Ja. Und dann bist du mit Fragebogen an Konzert? Oder wie hast du gemacht? Ja, ich habe Kann man sich das vorstellen? Ich habe Interviews gemacht, ich habe teilnehmende Beobachtung gemacht. So, und ich habe vor allem, ich habe wirklich eigentlich nur auf T-Shirts geachtet. Ja. Also das ist das, was mich jetzt in dem Fall Aber es interessiert. ist ja gäbig, das kannst du irgendwie dokumentieren, oder? Genau, und ja. Das ist wirklich noch spannend, ja. Ja, eben, es ist auch, für mich ist der Zugang zum Metal, ja zwar auch immer eben ein bisschen Rock ist immer ein bisschen gelaufen und ab und zu mal, so mal auch ein bisschen Metal oder so. Aber für mich ist es dann auch so ein bisschen, auch ähnlich, also ist auch so ein bisschen eben so der ästhetische Ding oder eben das Fantasy-Zeug ist bei mir auch irgendwann mal. Und das ist schon irgendwie noch witzig, dass es dort dass im Metal so eine ästhetische, es gibt einfach so eine Klüngel an Sachen, die dort irgendwie bleiben hängen. Es hat so ein bisschen religiöse Sachen, es hat so ein bisschen mythologische Sachen und dann hat es aber gleich dann wieder so ein bisschen dann ist es dann gleich wieder so ein bisschen gesellschaftskritisch irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Das finde ich wirklich noch faszinierend so. Ja. Es gibt ja unterdessen alles. Ich Ja, meine, es gibt genau. ja sogar Ikea-Metal, haben wir jetzt ja. Stopp, warte. Was ist wie? Ikea-Metal? Und was, also, Nein, das ist ein Meme, oder? Nein, Ist das es gibt jetzt einen Song, aber jetzt weiss ich, jetzt ist mir gerade die Band entfallen. Jetzt müssen den Zuschauenden er- bitte sagen, wie sie... Also, was einfach einzelne Töne und dann musst du selber zusammensetzen, oder? Nein. Ikea, ich komme nicht drauf. Es ist einfach, es ist von Nanowar of Steel. Ich meine, es ist halt ein bisschen Persiflage-Band. Okay, I see. Und I see. sie singen halt über Ikea-Möbel. Oh mein Gott. Das ist so gut, ja. Aber das ist ja wie schön, oder? Du hast ja wie so eine gemeinsame Grundlage und dann kannst du in jegliche mögliche erdenkliche Richtung gibt es ja Untergenre und Ja. dann kann man die wieder kombinieren. Und das ist ja wie ein ewiges es ist Chemielabor, so, ja. wo man irgendwie kann. Und dann muss man einfach aufpassen, dass es noch Metal bleibt, damit dann nicht irgendwie die Diskussion losgeht, wo das die Grenze ist zwischen Metal und anderen Sachen. Aber es können sich dann die Leute darum kümmern, wenn es einen Studiengang gibt. Genau, finde ich auch. Das ist, Genau, die das können ist eigentlich sich der dann- Grund, warum dass wir endlich mal die Frage Nein. können klären können, was ist wirklich Metal? Ich muss sagen, persönlich, aber das sage ich jetzt als Wissenschaftler, finde ich die Genregrenzen eigentlich ein bisschen eng. Ja. Weil sie sind natürlich es sind ökonomische Grenzen, damit man weiß, ist es das oder das, soll ich es kaufen oder nicht. Aber ich meine, welche Bands ausser wirklich, also viele brechen ja die Grenzen. Ja. Und das ist ja spannend. Es ist vielleicht eben genau das, was du sagst, eben mit dem Identitätsding. Weil vielleicht geht es ja nicht um die Bands oder die Musik oder die Klassifizierung, sondern vielleicht geht es ja wirklich darum, dass man ja nicht mehr mit etwas möchte in Verbindung gebracht werden, weil es ja so, also im Sinne von, wenn ich als Metalhead rumlaufe, gebe ich ja allen mit, ich bin übrigens für Metal. Und dann kommt der, ich finde Metal übrigens auch cool. Dann sagt er irgendeine Band, die ich ganz blöd finde. Und dann so wie, ja, aber das ist nicht wirklich Metal. Also weißt du, was ich meine? So, man kann es ja dann so ein bisschen, ja. Die Abgrenzung, das ist auch etwas wirklich Neues und das, was, weißt, so, eben, ich bin sehr rural aufgewachsen in dem Graubünden und dort bist, ich meine, wenn jemand ein Rock-T-Shirt oder ein Hardrock, bist du einfach froh gewesen, dass mal einen getroffen hast, der auch eins hat. Ja, so. genau, da bist- Es sind einfach ganz andere. Das heisst, man kann sich auch leisten, sich abzugrenzen gegen andere. Aber da sind wir wieder bei dem ganz am Anfang, oder? Dass wir da die Drachenmythen, oder? Die ja wirklich lokal sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, dort hast du ja auch nicht so das Ding gehabt, dass die müssen kategorisch andere Perspektiven ablehnen, weil du bist ja gar nicht mit denen in Kontakt gekommen. Also wenn dann irgendwie einer 3 Dörfer weiter behauptet, dass der Drache Flügel hat, das ist ja dir ein bisschen gleich, oder? Und dann erst, wenn du ein System hast, das halt wie probiert, alles zu vereinen, und dann plötzlich merkst du, jetzt muss ich mit dem in einem Club sein, aber ich sehe das doch gar nicht. Und das finde ich auch bei organisierter Religion immer so ein Knackpunkt, oder? Es ist so wie, wir sagen alle, hey, wir wollen, dass jeder seinen individuellen Glauben kann leben und seine Beziehung mit Gott, und dann ist alles gut. Und das ist alles kein Problem, auf lokaler Basis. Aber wenn man dann plötzlich 300 Leute im Raum ist und er geht einer vor und sagt, so und so ist es, und dann denkst du, also da würde ich jetzt nicht unterschreiben. Das ist so ein bisschen, was halt dann eben schwieriger macht. Und darum, Da passt jetzt das erste Lied dazu. Gut, erzähl, welches? Orphaned Land. Genau, also, erzähl etwas dazu.
Also ich habe ausgewählt Orphan Land Like Orpheus. Ich weiss, auf Englisch würde man es Orpheus, glaube ich, sagen, aber ist gleich. Orpheus, ja. Ich finde es ein mega interessantes Lied, weil es ist von einer israelischen Band. Okay. Wo, im Lied geht es eigentlich einfach um den Orpheus. Also das ist die Sage gestanden. Das ist der in der Unterwelt ist, zum Genau. Werk holen? Die Eurydike, seine Frau. Also ja, die Geliebte. Ja, sie sind, ja, eben, ja. die Hochzeitsnacht haben sie noch Genau. nicht gehabt, so. Ja. Und er hat dann... Er ist vor allem der Sänger. Er hat so eine Lyra oder Genau. Harfe oder irgendetwas gehabt. Und dann hat er irgendein Tier hat er zum Schlafen gebracht oder so. Ja, er bringt Felsen zum Brüllen und, Ja. und alle Tiere sind friedlich, wenn er spielt. Und so. Er ist wirklich so der heroische Sänger. Und im Text geht es darum. Aber das Video ist interessant, weil im Video ist es so, dass auch wieder eine muslimische Frau und ein jüdisch-orthodoxer Mann werden quasi parallel geschnitten. Und sie machen das Gleiche. Sie sind im Kontext von ihrer Familie, sie fühlen sich wohl, sie machen ihre religiösen Rituale und nachher gehen sie an ein Creator-Konzert. Okay. Und es ist einfach, eben, sie machen das Gleiche. Es ist der Metal, der quasi die zwei Religionen vereint, obwohl sie sonst, ich meine, eben, die Band kommt von Tel Aviv und Ja, dort ist der macht Konflikt halt, eigentlich genau. sichtbar, oder? Ja. Und das finde ich wirklich interessant an diesem Lied. Also es ist eigentlich, Orphan Land möchte einen interreligiösen Dialog sprechen damit. Ja. Also, dann hören wir Orphan Land Like Orpheus. Close my eyes, I cannot see. Sudden blindness upon me. Ja. Es ist eben spannend, eben, dass man auch den Volk-Einfluss eben noch ein bisschen hört, oder kulturell, so gewisse Melodien, die jetzt bei unserem kulturellen Raum nicht so häufig sind, aber eben, wenn man so ein bisschen Osten geht, mehr gehört. Das ist wirklich noch spannend. So. Und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich auch das Natürliche. Also natürlich ist ja, dass, wenn man mit etwas Neuem in Kontakt kommt, nicht, dass man einfach alles aufgibt und dann wird man so, sondern dass es wie eine Mischung gibt. Oder? Und darum hat man ja dann, wie soll ich sagen, die lokalen Unterschiedlichkeiten an Religion oder an Musik oder Kultur. Oder? Und problematisch aus meiner Sicht wird es eben erst dann, wenn du dann weiter Versuch hast, wie eine klare Grenze zu machen, oder? Und irgendwie zu definieren, wir sind die Normalen oder sind die nicht Normalen, und dann wird es irgendwie angenommen. Und das ist das, was etwas von den Sachen, wo der Metal auf eine Art irgendwie ein bisschen durchbrechen kann, weil er eben wie so eine Bühne macht für... Es gibt ein paar Sachen, die du wie mitmachen musst, dass du zugehörst, aber grundsätzlich eben, ob jetzt die Metal mit Flöten machst oder Metal, der unendlich langsam ist. Oder, es ist wie breit, das finde ich irgendwie noch cool. So. Würdest du sagen, das ist auch ein Grund von Kreativität? Ja, also Kreativität braucht unbedingt. Freiheit, ja, oder nicht? Unbedingt. Ich habe das Gefühl, die Schwierigkeit wird wirklich eben dann, sobald es halt wie gewertet und dogmatisch wird. Oder? Und dann habe ich wie das Gefühl, eben, da sind wir wieder bei dem, das ist Metal und das nicht. Und das Gefühl, das wird halt dann, also sobald es einfach wie ausgrenzend ist es halt wie schwierig. Und dann gibt es einfach solche, die halt, sag ich jetzt mal, aus meiner Sicht die einfach Blender sind, die einfach sagen wie, ich tue mich einfach rein ästhetisch irgendetwas anpassen. Aber ich habe das Gefühl, es sind auch nicht Bands, wo man 20 Jahre später sagt, die hat jetzt wirklich etwas dazu beigetragen, weil die haben einfach wie multipliziert, was schon da ist, aber nicht wirklich weiterentwickelt. So. Und dann finde ich dann eine Band, die im ersten Moment niemand aneckt, aber 10 Jahre später sagt man, das ist jetzt noch gut, weil die haben das und das Element gebraucht. Also finde ich persönlich viel, viel kreativer. Aber das ist wie... Also ich finde es spannend. Ich bin eben mit diesen Sagen-Ding bin ich auf so ein paar Sachen gestoßen, weil wo sie eben in Schottland, wo dann christianisiert wurde, hat es eben ganz viele die lokalen Erzählungen gehabt. Und die sind halt dann plötzlich wie nicht mehr gegangen, oder? Oder sie ist schon noch gegangen, aber man musste auch ein bisschen anpassen, oder? Weil das Hauptproblem ist, dass die meisten von diesen Sagen sie irgendwelche Feen vorkommen, oder? Und dann ist so, in der Bibel haben sie irgendwie, die kommen irgendwie nie vor, was machen wir jetzt, oder? Und dann haben sie irgendwie so Zwischenlösungen gefunden, wie ja, dass sie irgendwie sie mal Engel waren, aber sie sind so lange auf der Erde und die sind irgendwie vergessen. Es gibt verschiedene Versionen. So. Auf jeden Fall. Und dann gibt es eben den springenden Punkt, dass weiter im Norden haben sie das, weil sie so weit weg waren von grossen, organisierten Kirchen, dass sie dann einfach angefangen haben, so ein bisschen Zeug zu mischen.
Und dann haben sie halt einfach die Geschichten erzählt, zum Sinne von, ja, da gibt es Feen und wenn sie böse sind, musst du halt mit dem Kruzifix bekommst du sie weg oder was auch immer. Und es ist einfach integriert. Oder andere, die sogar quasi dir helfen können, weil Gott sie geschickt hat und so. Gell? Und dann ist ja unten, wo dann die Hexenprozesse sind langsam nordwärts gekommen, hat es so 2, 3 Hexen gehabt, die dann quasi haben zugegeben, ja, ich glaube an Feen und so und ich mache so ein bisschen Kräutchen und den Leuten helfen. Und dann dann bist du mit dem Teufel im Ding. Und er sagt, nein, bin ich nicht. Nur mit den Feen. Und er so, ja, aber du bist mit dem Teufel im Pakt. Und er, nein, ich habe nichts mit dem Teufel zu tun. Das sind, weil kulturell eben die Durchmischung und dann ist plötzlich ein Ding gekommen, wie zack, zack. Und das, ja. Und eben Kreativität, finde ich, hört dort auf, wo man einer anderen Person nicht mehr nachfragen kann, was meinst du genau. Das ist das Problem. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Menschen, die so in Konflikten sind, über was ist guter Metal und was nicht, oder welche Religion stimmt, was auch immer, ich habe nicht das Gefühl, dass die grundsätzlich so unterschiedlich sind, sondern dass man wie die Fähigkeit verliert, einander überhaupt grundsätzlich zuzulassen und dann über die Sachen reden, die man wirklich anders sieht. Und ich habe so viele Streitgespräche mit Leuten, wo ich merke, wir reden eigentlich gar nicht über das, was ich anders sehe, sondern wir streiten darüber, weil wir wie nicht fähig sind. Und das hat viel mit Angst zu tun. So. Und was machst du dagegen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe wirklich das Gefühl, sich dumm stellen und Fragen stellen. Einfach so wie, was meinst du mit, zum Sinn von wie, was bedeutet denn das für dich? Und was ist, weißt du, so ein bisschen das? Ich habe das Gefühl, das ist auch bei Musik das Beste. Weil wenn zum Beispiel mir jemand eine Band vorstellt, sagt, das ist die beste Band ever. Und wenn ich jetzt einfach sage, wie, nein, ich weiss selber, was ist gute Musik, und einfach a priori sage, nein, dann verpasse ich ja irgendetwas. Aber der Punkt ist, die Musik kommt mir nicht raus. Dann muss ich zuerst die Person fragen, die sagt, und ich muss sagen, was ist denn so faszinierend dran, oder? Und wenn er mir dann schreiben kann, hey, musst du mal hören, der Teil hier und das, was geht, und dann komme ich irgendwie ein bisschen dazu. Und das hilft mir dann wieder in meiner Kreativität, oder? Also, finde ich persönlich. Aber eben, Metal ist breit und dann gefärbt. Du hast noch eine du hast eben mehrere internationale Bands mitgebracht. Eine, die ich noch spannend gefunden habe, eine von Kenia. Wo du Last Year's Tragedy March from the Underground. Was ist das für eine Band? Wie bist du auf die gestoßen? Also ich finde, im Moment interessiert mich der globale Metal enorm. Also ich finde es wirklich interessant, einfach wie verbreitet Metal ist. Und Kenia ist ein Kern vom afrikanischen Metal. Also ist wirklich. Und was ich interessant finde, ist dort, dass die Mischung mit Religion ganz anders ist, als jetzt bei den Bands, die wir bis jetzt gehört haben. Eben, es ist viel selbstverständlicher, dass man christliche Elemente einfach reinnimmt im Metal. Jetzt gerade in den kenianischen Weil es eben Teil wie von Kultur ist. Ja, es ist einfach selbstverständlich. Also, und es gehört natürlich, die Unkontrollierbarkeit dann halt eine christliche Namen. Man sagt dann Gott oder so, einfach für das, was man vielleicht anfragt, also, oder fürs andere oder so. Ja. Und das finde ich interessant. Und sie machen gute Musik. Also, es hat afrikanische Bands, die wirklich gut sind. Okay. Nur hören wir sie selten. Ja, eben kulturelle Dinge. Also, wir hören Last Year's Tragedy von March from the Underground. Let's make it clear. Du hast mir da in den Notizen geschrieben, dass es in diesem Songtext um eine friedvolle Zukunft mit Jah, also es ist so eine Kurzform von Yahweh oder von Gott, geht. Kannst du also noch etwas beschreiben zu diesem Song? Irgendwie? Ja, also eigentlich ist es eine Zukunftsperspektive, die gesucht wird und sie wird wie Gott übergeben. Also eben darum, also es wird wirklich Gott angesprochen, der soll auch sorgen für eine gute Zukunft in diesem Song. Ja. Du hast mir noch erzählt, du bist quasi aus einer Dynastie von Pfarrern, aber mit Lücken. Also wie ist es gegangen? Der Grossvater war Pfarrer und dem sein Vater? Genau, also ich bin aus einer wirklich, also die haben mitgeholfen, den Pietismus in Graubünden einzuführen. Okay.
Also es ist wirklich eine relativ lange Pfarrerdynastie. Ja. Und mein Großvater Also auch. Pietismus, kurz zusammengefasst, das ist die Glaubensströmung, die probiert, den Glauben mehr auf das Persönliche, Individuelle mit Gott und weniger, man macht einfach zusammen eine Handlung und er, oder? Genau, also eben, ja, genau, sehr stark die persönliche, sehr stark natürlich auch, es hat auch mystische Elemente, aber auch sehr stark normative Elemente, also auch moralische. Und und die sind also sehr aktiv gewesen in dem Sinn. Ja. Und du hast das irgendwie erst im Nachhinein wie gecheckt oder hast du das schon wie früh gemerkt? Oder? Also ich glaube, ich habe Theologie studiert, weil ich einfach keine Angst hatte davor, Theologie zu studieren. Okay, ja. Also weil, eben, ich weiss noch in meiner Klasse, viele haben das nicht verstanden, weil sie denken, das ist uncool und so, aber ich habe ja gewusst, um was es geht. Ich habe gewusst, dass es enorm interessant ist. Also ich meine, es ist eines der spannendsten Fächer, weil es so breit ist und man sich spezialisieren kann. Und also ich glaube, das hat schon geholfen, ja. Ja. Ja, und mein Nene war Pfarrer in Safien, also im Safiental. Das ist, ich meine, in einer Zeit, wo also Nene ist Grossvater. Genau, ist das, der Grossvater, ja genau. Okay. Und nachher ist er nach Fideris gekommen. Also das ist, aber das Safiental ist halt eine unendlich abgelegene Gegend gewesen. Das ist schon auch interessant. Also eben meine Großmutter hat mir erzählt, meine Nani, wie die Lawinen halt wirklich ein Problem dargestellt haben und wie es abgeschnitten waren. Und ich glaube, dort ist auch die Gotteserfahrung schon einmal anders in so einem Gebiet. Also, wo eben auch das wie du sagst, eben das Element, dass man merkt, man kann nicht das Leben unendlich steuern und dann ist man angewiesen und dann möchte man ja irgendwie herausfinden, hey, wie kann ich mich irgendwie Gott gegenüber irgendwie, wie kann ich dort Hilfe holen? Oder? Ja. Das ist noch spannend. Aber du hast nicht Theologie studiert. Also was hast du für ein Ziel gehabt am Anfang? Oder einfach, ja, kannst du eigentlich schon Pfarrer werden. Ja, okay, es ist einfach halt dann der und Professor gekommen, der mich kann. Und dann plötzlich Ja. der Erbe am neuen Nein, Ort es wär- reingeholt. Ja. Was ist denn so ein bisschen die persönliche Bezug zum Glauben? Ich finde es noch spannend, eben, wenn du das studierst, dann hörst du eben von hunderten Menschen über x Generationen, unterschiedlichsten Orten, ihre Perspektiven und Denkweise und so. Und also ich habe dann für mich beim Studium wie erlebt, das hat mich dazu gebracht, dass ich mich mehr davon distanziert habe für eine Zeit, weil ich gemerkt habe, es ist so anstrengend. Es haben so alle irgendwie eine Meinung und so. Und irgendwie weiss ich gar nicht, was ich eigentlich will oder denke. Wie ist das für dich so? Das Persönliche in dem Innen, ist das wichtig und wie sieht das aus? Also es wäre eigentlich die Frage nach meiner persönlichen Religion, stimmt? Ja, ich weiß nicht, ob man das kann. Also ich weiß nicht, wie man das, also weißt, wie man das gut kann. Ja. Ich finde es wirklich schwierig zu beantworten. Es ist Ja. wie, Also ich meine, ich bin Mitglied der reformierten Kirche natürlich. Also das ist mir auch wichtig. Also, und ich weiß es nicht. Es hat sich ja auch gewandelt, weißt, während dem Studium und so. Und wo wir angefangen haben zu studieren, ist es so. Also ich habe in den 90ern studiert und dort ist schon ein enormer Aufbruch. Ich habe es immer als Aufbruchsstimmung, als sehr eine Stimmung von Veränderung auch, von Lust, etwas zu verändern und sehr kreativ und sehr innovativ empfunden. Also überhaupt nicht eng und geschlossen. Ja. Also es ist ein mega spannendes Studium, aber auch tolle Leute hatte ich in dieser Zeit. Und ja, aber das ist halt als Religionswissenschaftler, bei jedem öffentlichen Vortrag fragen sie mich zuerst, wie meine Religion ist natürlich. ich frage es nicht zuerst. Nein, es ist einfach die schwierigste Frage. Schwierige Es ist die schwierigste Frage, weil es ist halt, wie du sagst, man untersucht es wissenschaftlich und hat all die Theorien im Kopf. Und gleichzeitig, ich hatte am Telefon ja schon gesagt, der Goethe hat mal einen Brief an Friedrich Heinrich Jacobi, das war ein Philosoph, und zwar im Brief von 1813 hat er ihm geschrieben, dass er die Frage nicht so einfach beantworten kann, sondern multiperspektivischer. Er hat geschrieben, als Künstler ist er Polytheist, weil es gibt nichts Schöneres als griechische Statuen zum Abzeichnen. Und, so. Und als Naturforscher ist er Pantheist, also sieht Gott in jedem Bäumchen, in jeder Blume. Und als sittlicher Mensch ist er natürlich Christ, weil Nächstenliebe und so etwas ist das Grossartigste, was es vielleicht gibt. Und ich weiß nicht, ob ich so würde antworten, aber sicher mehr als eingleisig. Ja. Und am Schluss, ich weiß nicht, ich glaube, es ist etwas Kognitives, aber auch etwas sehr Emotionales. Also es geht um Gefühle, die einem einfach überwältigen. Die kann man auch nicht
in Wort fassen. Es ist wirklich, darum ist es so schwierig, darüber zu reden. Also eines von meinen Hauptfaszinationen für den Glauben ist für mich eben die Fähigkeit vom Aushalten von Sachen, wo eben von dem Unkontrollierbaren, wo ich dann wie finde, zu wissen, dass wie Gottes Gegenwart sich nicht abschrecken von schwierigen Umständen zum Beispiel. Das finde ich etwas wahnsinnig Eindrückliches. Also einfach die Vorstellung, dass noch, wenn unser Planet durch unsere Menschheit so richtig zu Boden gewirtschaftet wird und so jedes nur erdenkliche Verbrechen kann gemacht werden und dass dann trotzdem in all dem Übel irgendwo Hoffnung ist und irgendwo Gnade und das finde ich irgendwie, auch wenn es vielleicht noch nicht durchbricht, aber es ist trotzdem hier und einfach eben das Geist Gottes über dem Tohuwabohu, also einfach so das Ding, das finde ich faszinierend. Und eben, wenn mich dann jemand fragt, an was genau glaubst, sage ich, ja, es ist einfach, also so wie in Jesus Christus kommt das irgendwie für mich wie zusammen und ich habe wie etwas handfest, aber auch das, es ist halt einfach wie, ja, ich lese in einem Buch, wo irgendwie vor weiss nicht wie viel 100 Jahren geschrieben worden von anderen Leuten und ich probiere irgendwie so ein bisschen das zu nehmen, was es hat. Und schlussendlich eben ist so viel Persönliches, was ich nicht formulieren kann. Und dann auch denke, eben das ausgeliefert sein in der Natur und dann einfach mal einfach ruhig zu sein oder so. Und ich sage, wie, dort begegnet mir Gott irgendwie extrem. So. Aber eben das finde ich wirklich schwierig zu formulieren. Und die meisten, wenn sie natürlich sagen, wie, was hast du für Religion, sagen einfach, ja, du bist Christ, und dann Schublade auf, Christ, hier, zack, bam. Dann ist einfach das Thema beendet. Und es ist ja nicht so, sondern es ist ja genau eben das Gegenteil. Es ist wie, jeder hat eine völlig andere Perspektive. Oder? Und wenn begegnet dir der Glaube am meisten, außer in der Natur? Im Alltag oder in speziellen Situationen? Ich glaube, es ist der Moment, wenn alles über einem zusammenbricht und man das Gefühl hat, es läuft irgendwie nichts. Und dann ist man plötzlich so ruhig und dann merkt man irgendwie, ich bin immer noch, also mir ist immer noch da. So, es ist einfach wie, keine Ahnung, einfach so eine ganz komische Ruhe im Sturm, so, wo ich das Gefühl habe, und das kann sein, wenn es wirklich ruhig ist, oder es kann sein, wenn es wirklich rebelt um einen herum. Und das ist für mich schon der Punkt, wo ich wie merke, und vielleicht spüre ich dann nicht, dass Gott da ist, aber ich weiss es und das spüre ich ja irgendwie gleich. Aber ich spüre es halt nicht, wie soll ich sagen, ich spüre es halt nicht wie mit gutem Gefühl und mit so, aber auf einer viel tieferen Ebene. So, dass ich weiss, wie ich kann jetzt schlechte Gefühle haben, ich kann überfordert, ich kann gestresst sein und trotzdem weiss ich auf einer noch tieferen Ebene, es ist in Ordnung. Und das macht für mich die Faszination aus, oder? Wo mir dann hilft, dass ich eben nicht Angst haben muss, vor dem Tod zum Beispiel. So, also ich habe jahrelang als Kind, eine von meinen Rückerinnern, so mit 12 oder so, ich das erste Mal daran gedacht, was ist, wenn man stirbt. Oder? Und meine Erklärung war, ich habe Super Mario gespielt, Nintendo, oder? Und dann war die Vorstellung, wenn ich jetzt das Spiel abstelle, wo ist der Super Mario, oder? Und der ist ja nicht da, oder? Und einfach plötzlich denkt, ja, was ist mit meinem Leben, was ist, wenn ich... Und das ist einfach Panik, oder? Und in dem Moment zu merken, wie eben das ausgeliefert sein, wie was ist denn? Und das geht gar nicht, oder? Und dann kommt irgendwann die christliche Vorstellung, ja, aber wir kommen in den Himmel und dann leben wir ewig. Und dann habe ich gefunden, jetzt bin ich auf der anderen Ende des Spektrums und das stresst mich genauso, die Vorstellung, dass nach diesem Tag wieder ein Tag und wieder ein Tag und es hört nicht auf. Und dann so wie, so im Sinne von wie, weißt du, so entweder ganz weg oder ewig und Stress. Und dort in dem Sinn, wie dann eben in der Begegnung mit Gott plötzlich wie, hey, aber ihr Leben, Gott ist gut und er schaut und irgendwie ist er da und dann ist es irgendwie, dann geht es irgendwie und dann ist es irgendwie, ja, schlimme Vorstellung, aber es spielt eigentlich keine Rolle, weil so ich sage, ein positives sich ausliefern und ich habe das Gefühl, das kann unsere Gesellschaft nicht. Unsere Gesellschaft kann
kann nur sich ausliefern, wenn man sich voll die Lampe füllt, jetzt ist gerade die Fasnacht da, und einfach voll durchdreht. Und dann haben sie das Gefühl, ich lasse mal ein bisschen los. Aber so richtig loslassen können wir ja nicht wirklich. Und ich habe das Gefühl, gerade eben Umgang mit Tod, habe ich das Gefühl, das kann, glaube ich, schon wichtig sein. Aber nicht, weil er eben erklärt und Probleme löst, sondern weil es irgendwie eben so eine... Es ist unendlich schwierig zu formulieren. Was auch schwierig zu formulieren ist, wir haben noch darüber geredet, du hast einen Song mitgebracht von Nightwish, der sich irgendwie so ein bisschen mit der Schöpfung befasst. Und du kannst schnell beschreiben, wie der ironische Zusammenhang irgendwie zustande kommt von diesem Song. Also ich glaube, ich bin die Einzige, die ihn ironisch liest. Er heißt Endless Forms Most Beautiful und ich denke, die Band möchte damit eigentlich die Evolution besingen, aber ich lese ihn total als Schöpfungssong. Weil es kommt Eva vor, es ist ein unglaublich positiver Song und ich lese ihn als hochgradig religiös, aber ich glaube, die Band würde mich wahrscheinlich aufhängen, wenn ich das sage. Und das finde ich wahnsinnig spannend an diesem Lied. Ja. Also, wir hören von Nightwish Endless Forms Most Beautiful. Ja, das ist schon mal. Und das soll nicht jemand sagen, Metal sind nicht fröhlich. Aber ja, genau, es hat eben alles. Das ist eben schön. Ja, Kreativität ist für mich schon auch oft so wie die positive Sackgasse, wo man wie ansteht und dann plötzlich merkt man, es ist gar keine Sackgasse. Und das ist, finde ich, etwas, wo ich so in meinem kreativen Arbeiten viel erlebe. Wenn ich zum Beispiel merke beim Malen, dass alles, was ich male, einfach blöd aussieht, dann weiss ich, yes, jetzt lerne ich dann etwas Neues. Weil ich genau weiss, bis zu diesem Zeitpunkt wird ich alles, was ich mache, blöd finden. Und dann habe ich etwas Neues und dann geht wieder so eine neue Tür auf. Oder? Und in dem Sinn eben so eine Gotteserfahrung durch Kreativität, durch die Schöpfung, das leuchtet mir enorm ein. Und darum habe ich schon das Gefühl, wenn Leute sich wirklich grundsätzlich öffnen für kreatives Arbeiten, begegnen sie ja früher oder später irgendwo dem Schöpfergott. Also du kannst ja wie... Es geht ja fast wie nicht. Also egal, ob du eben mit Schmerz und Leid beschäftigst oder eben mit Tod so, oder mit Schönen von Natur oder blau, Gefühl oder Liebe. Irgendwo an allen Enden begegnet mir ja dann irgendwo wieder Gott. Das finde ich schon noch faszinierend. So. Das eben, wenn ich dann eben irgendwie ein Gedicht über die Natur oder so, dann habe ich das Gefühl, wie, ja, das könnte jetzt ein Psalm sein oder so. Es ist einfach wie nicht explizit formuliert, aber irgendwo eben Gott, der sich halt offenbart irgendwo in der Schöpfung oder so. Finde ich noch spannend. Genau, wir haben über ziemlich viele verschiedene Sachen geredet und doch habe ich das Gefühl, wir haben alles nur angeschnitten und nicht wirklich können greifbar machen oder formulieren. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch etwas von deinem Alltag. Oder? Ich meine, in der Forschung hast du viel Material und wir probieren es zu destillieren. Was sind für dich so die Highlights, wenn du bis jetzt so schaust, deine Forschung? Was ist das Destillat, wo du sagst, da habe ich wirklich etwas Greifbares gelernt oder gefunden? Oder? Ja. Also ich habe eins so richtiges Indiana Jones erlebt. Oder Lara Croft, wenn man es jetzt nennt. Und zwar, das war wirklich bei dieser Beihaus-Sache. Wir waren in Eistersheim in Österreich in einem Beihaus. Und ich glaube, ich habe so irgendwo sogar eine Karte, aber ist gleich. Es ist so ein achteckiges Ding und unser Guide, der uns geöffnet hat, ist reingekommen, so ja, fotografierend und so. Und plötzlich schreit der Fotograf. Und, ja. Und nachher bin ich schauen, was er hat. Und dann haben wir einen Schädel gesehen, der rundum so als Spirale so Zahlen drauf hatte. Also auf dem Kopf? Auf dem Kopf drauf gemalt, okay. So mit Rötelstift. Also von 1 bis 90. Okay. Und dann, der Witz ist, ich habe vorher immer gelesen, es gibt Lottoschädel. Oh. Und Lottoschädel sind Schädel, wo jemand die Lottozahlen drauf da hat. Und zwar schon im 19. Jahrhundert, Anfangs 20. Jahrhundert, weil es hat eine magische Praxis gegeben. Wenn du die Lottozahlen auf den Schädel malst,
vor Mitternacht, dann träumst du nachher die richtigen. Und ich habe immer gedacht, das kann nicht wahr sein. Das ist einfach Quatsch, das kann nicht wahr sein. Und dann stehen wir in dem Eistersheim und sehen den Lottoschädel. Und, Oh nein. und ich glaube nicht, dass unser Guide geschnallt hat, was sie für einen wertvollen Schatz in ihrem Beihaus hat. Ich habe dort sicher eine halbe Stunde lang nachher immer einfach gejuchzt. So im Stil von, ich habe den Lottoschädel gefunden. Es war wirklich ein sensationelles Erlebnis. Ja. Wir haben ihn dann auch publiziert und alles, ist auch irgendwie im Buch drin. Schon irgendwie skurril. Aber was ich das Spannendste Ja. daran finde, ist, dass man sieht, dass die Beihäuser sind römisch-katholische Kapellen. Es ist wirklich sehr anerkannt, die Religion. Und gleichzeitig haben die Leute magische Praktiken drin. Aber eben, gemacht. das ist das, was ich so ein bisschen unbeholfen probiert eben mit Ja. meinem Fee-Beispiel von Schottland Genau. zu bringen. Es ist wie für uns, egal wer wir sind, wir haben immer das Gefühl, so wie wir es erzogen haben bekommen oder sind reingewachsen, ist es wie einfach normal und wir sehen das Christentum so als das Gesamtpaket und verstehen manchmal gar nicht, welche Teile davon sind eigentlich von was und wie. Und das muss man ja eigentlich auch nicht. Aber ich finde es immer wieder spannend, eben mit Leuten zusammenzustossen, die von einer anderen Ecke kommen und dann plötzlich zu merken, aha, und das hilft, um selber seine eigenen Dinge wieder zu reflektieren, oder? Ja, wir haben die Tendenz, das zu trennen. Weißt du, zu sagen, das Genau. sind 11 und das sind... Aber zum Beispiel da, es hätte auch geistige Lotterien gegeben. Ja. Und zwar hat man dann ausgelost, für welche arme Seelen man muss beten muss. Also Ja, für die ja, Armen, die ertrunken sind, oder für die, damit man nicht immer für die Gleichen, nicht immer für die Ja, eigenen. Zum klar. Beispiel, das ist Ja, auch... ja. Und ich meine, dein Feenbeispiel, wenn wir jetzt einfach in den Alpenraum schauen, auch Ja, nach da gibt's Bern und alles. so, das ist... Und eben, wenn wir wieder bei deinem Drachenkampf Ja. sind, das ist ja in der Schweiz gibt es ja so Genau. ein paar. Der Ding, das habe ich auch so lustig gefunden. Und zwar der Winkelried, wo ja da der Volksheld das Land auf sich nimmt. Sempach, ja. Ja, es gibt von den Gebrüder Grimm eine Version, wo der mit einem Drachen kämpft und dann stirbt. Und es ist einfach 1:1 die gleiche Geschichte, wo er sich wie aufopfert, aber es sind einfach keine Lanzen, sondern ein Drache. Das habe ich noch spannend gefunden. So wie der Versuch, irgendwie sich so Geschichte zu machen. Wirklich sehr, sehr spannend. Genau. Eben, dann haben wir den Bogen zurück zu den Drachen. Jetzt haben wir da noch etwas ganz anderes. Und zwar haben wir da Drachen parkieren verboten. Was ist das genau? Das heisst, man soll keine Drachen parkieren. Ja, ist das verstehe ich. Weißt du, sie sind so gross und machen alle Autos kaputt. steuertechnischen Gründen. Das ist einfach wie Parkschäden. Ja, und es ist so nervig. Brandschutzverordnung. Das Ja, nein, ist einfach wahnsinnig unpraktisch. Nein, also das ist eine Ausschreibung, die wir gemacht haben, eine Art Geschichtenausschreibung mit dem Titel und dann sind ganz viele Geschichten gekommen und wir haben jetzt eine Anthologie daraus gemacht. Und du bist Herausgeberin. Genau, da bin ich jetzt Herausgeberin. Okay, ja. Und es ist lustig, wir haben auch ganz viele von Jugendlichen Geschichten gekriegt. Wir haben ein Jugendspecial, ich weiß jetzt gar nicht, 6 Geschichten sind glaube ich, von Jugendlichen. Sehr cool. Und, ja, das ist einfach, ich habe gefunden, da muss ich jetzt meine Dissen mal noch, dass irgendjemand etwas macht dazu. Ja, genau. Dann auch noch Und deine langjährigen Tolkien-Erfahrungen auch irgendwie. Genau. Aber eben, du hast mir gesagt, du schreibst eben auch Kurzgeschichten vor allem. Auch so ein bisschen im Fantasy-Bereich oder so. Genau, also das ist vor allem, weil die Wissenschaft ist ja sehr reguliert, auch wie man muss schreiben und so. Und manchmal ist es genau, was du vorher gesagt hast, ist mir zu wenig kreativ. Ja. Und dann brauche ich wie die Auszeit, um etwas zu machen, wo ich einfach Lust habe und eine kreative Idee habe. Und dann schreibe ich eine Kurzgeschichte. Das schaffe ich meistens neben dem ganzen Das ist schön Alltag an und so. Kurzgeschichten, nicht Genau. Und ich habe lange einfach für mich Kurzgeschichten geschrieben. Einfach so für mich. Und irgendwann habe ich gedacht, warum können sie auch mal einschicken? Und es sind wirklich ein paar haben gefallen und sind es jetzt. Und eben, darum sind wir auf die Idee gekommen, dass wir auch mal selber eine Anthologie rausgeben. Ja. Zum anderen, weil ich lese auch gerne Kurzgeschichten, ehrlich gesagt. Ich finde es auch super. Also. Ja, jetzt haben wir noch einen Song von dir. Dann haben wir deine ganzen Songs schon gehört. Und zwar ist das von Iron Maiden. Und was ist das für ein Song? Montségur. Das ist, weil ich einfach wahnsinnig historisch interessiert bin. Ja. Und ich suche eben, jetzt wie ich an dieser Tagung war, über historische Religion und Metal. Und ich suche immer ein bisschen, welche Bands sich eben mit historischen Sachen befassen. Und Iron Maiden ist natürlich ein Paradebeispiel da. Und ich habe jetzt den ausgewählt, weil es geht um Katarerinnen, also quasi der Albigenser Kreuzzug. Das ist eine religiöse
eine Gruppe im Südfrankreich vor allem, im Languedoc. Und die sind durch den Kreuzzug dann halt auch besiegt, Ja, genau. vertrieben Aber worden. sie sind auch, also ist das nicht? Das ist auch irgendwie verknüpft mit dem Pietismus, die Gruppierung, oder nicht? Ja, Pietismus ist viel später. Ja, aber von Ja. Ideologie her, oder nicht? Ich habe gemeint, Ja, sie haben also auch... der Pietismus ist halt wirklich etwas... Ja, klar, aber ich meine, aber es ist der Fokus auf das Persönliche... Ja, sie sind eher vielleicht gnostisch ausgerichtet. Ja, okay. So. Also so die Idee, dass quasi ein Funke von Christus in einem ist Ja. und dass man, oder von Gott und der Ja, man dann genau. quasi muss... Ja. Und dann eben Erfüllen, ja. vor Kirche halt dann, Ja. als Gefahr deklariert worden. Ja, genau. Ja. Aber ich finde auch Iron Maiden eine spannende Band, weil sie die Generationen unterdessen überbrückt. Das stimmt. Also Grosseltern gehen mit ihren Enkeln an Iron Maiden Konzerten. Das ist doch richtig Ja, cool. das ist Also, spannend, das zeigt, dass man lange beim Metal dabei bleibt, aber es zeigt auch, dass es scheinbar Sehr gut. alle interessiert. Also Sehr darum, gut. ja. Also, Jetzt wir aber hören Iron Maiden. Ja, ich darf jetzt noch die Fragen aus dem Publikum reinbringen. Die erste, das ist so ein bisschen, ich sage jetzt vielleicht nicht ganz, eher ein bisschen ironische. Hast du nach dem Fund vom Lottoschädel dann auch selber Lotto gespielt? Das Blöde ist, ich habe keinen Schädel, wo ich das draufmalen kann. Also von dem her. Wenn jemand einen hätte, gerne. Nein, leider aber nicht. Aber aus dieser ganzen Todesfrage und Schädelgeschichte, wie ordnest du Santa Muerte, Heilige Tod, als religiösen Kult ein? Bei Mexiko ist es im Moment mega zunehmend oder gewinnt es Bedeutung? Was nimmst du dort wahr oder wie ordnest du das ein? Also das ist natürlich spannend, weil der Tod selber zu einer Göttin wird. Also und zu einer extrem mächtigen, die auch das Leben garantiert und nicht nur der Tod. Und das finde ich das Interessante daran. Weil Santa Muerte ist wirklich eine Göttin, die einem ein gutes Leben kann ermöglichen kann. Man muss ihr ein bisschen etwas opfern, vielleicht ein bisschen mit ihr verhandeln, aber sie ist nicht nur der Tod. Und sie hat beide Seiten und das finde ich eigentlich das Interessanteste. Ich meine, die sind eher wirklich für den Tod, die Beihäuser. Da ist sie für beides zuständig. Okay. Genau. Was würdest du sagen, wie viele biblische Drachenfiguren findet man in der Bibel und wie näher oder wie ähneln sie sich und wie nah ähneln sie der mittelalterlichen Mythologie? So, ja. Also ich meine, der Leviathan, der Behemoth, falls er ein Nilpferd ist, aber vielleicht auch so eine Monsterfigur und natürlich die ganzen apokalyptischen Drachen. Also Drachen mit der Nummer 666. Die, die Daniel sieht. Der Daniel natürlich, genau. Jetzt kommen wir aber keinen mehr in den Sinn. Etwa so. Also wie ähnlich. Ja, nein, in der Apokryphe hat es doch noch... Hat es nicht noch irgendwie gemeint? Es sind noch... Gemeint, es noch einen gehabt. Weißt du? Was kommt als Glöckchen dann irgendwie? Aber die habe ich nicht so gut gelesen. Aber ich meine, das Gemeinsame ist natürlich, der Drache ist bis in die Gegenwart das Böse. Tatsächlich. Also im Mittelalter auch ist das Böse. Dass der Drache gut ist, eben so wie wir da mit Drachenparkieren verboten, das ist kommt erst in der Neuzeit oder später in der Moderne mit der Kinderliteratur und so. Oder den aus dem Osten, oder? Und der aus dem Osten natürlich, Ja. genau. Also ja, vielleicht genau gibt es die Übertragung. Ja, Das weiss ich, aber dort ist es ja. Ist natürlich der Drache auch das Symbol für den Kaiser, ja. Ja. Dann eine Frage, die zurückgeht zu etwas, was du relativ am Anfang gesagt hast, beim ersten Song. Anna, du hast gesagt, ich verstehe Weihnachten nicht. Kannst du das noch ausführen? Ja, das gehört auch in meine Idee, also was für mich Religion bedeutet. Ich bin rituell einfach völlig unbegabt. Ich kann das nicht. So wie andere vielleicht nicht können singen, ich kann kein Ritual begreifen, ich will einfach nicht können. Und ich versuche es immer wieder, aber es ist... Ich weiß auch nicht. Und Weihnachten ist so einfach das Ritual, halt, wo alle feiern, wo so selbstverständlich ist. Ich finde es enorm unendlich kommerziell. Ich habe wirklich Mühe mit dieser Kommerzialisierung und ich versuche mich dem zu ziehen. Darum. Aber das Problem ist, es geht nicht. Dann machen alle extra Weihnachtsessen, weil sie genau wissen, dass ich das nicht will. Und geben wir alle Geschenke und schicken mir Weihnachtskarten.
Ich habe eine Kollegin, die schickt mir alle Jahre extra, wie sie es am lustigsten findet. Und ich würde es nie begreifen. Ich finde nicht Weihnachten als Idee oder als Geburt von Christus oder Jesus schlimm, sondern als das kommerzialisierte Fest, das völlig unbegreifbar ist, was man eigentlich macht. Da habe ich Mühe damit. Ja, nicht Theologie oder so, wie der Colombo zum Beispiel uns da krass erlernt, wie das eben entscheidend ist, Entscheidung und so weiter, sondern mehr, was wir daraus machen, die ganze Religion vom ja. Und ich meine, die Geburtsgeschichte ist völlig faszinierend und schön, aber warum muss man denn das und dann noch so normiert? Ja. Also man muss genau das essen, man muss sich genau mit dem Weihnachtspulli anlegen, man muss genau das Kärtchen. Also ich habe mehr Mühe gehabt, dass dann alle so tun, als wäre alles in Ordnung. Und du weißt einfach, es ist so anstrengend, wenn du so mit Leuten am Tisch hockst und alle tun so, als wäre alles super. Und es ist einfach so, Ja. Also ich merke, ich kann das nachvollziehen. Ich finde, das ist mega stark und oft verdeckt es eigentlich den eigentlichen Sinn. Oder wenn ich jetzt als Theologe oder als ich glaube, um was ging es eigentlich und es deckt mir etwas von dem. Wir haben letzte Weihnachten, wir haben da so eine Adventskirche, da gibt es eine Krippenszene und so, die wechselt jede Woche. Und klassischerweise hat man einfach halt immer mehr, so wie vom Anfang immer mit dir drin ist, ein Kind geboren und so. Und letztes Jahr haben wir eine Aktion mitgemacht, die ganz deutschsprachige Raum war, so 24 Mal Weihnachten anders. Ich weiss die Titel jetzt nicht mehr ganz, aber da haben wir, also es ist um Weihnachtsthemen gegangen, aber dann durchaus mit anderen biblischen Geschichten, die mehr immer etwas darauf deuten. Und dann muss es Leute geben, die nachher gefunden haben, aber die zählt ja gar nicht Weihnachten. Und die Kinder doch genau das gesehen, was ich schon kenne. Und die sich beschweren. Oder ich weiss, ein befreundeter Pfarrer ist lang pensioniert. Der hat mal irgendetwas mit Sprechgesang gemacht in einer Christnacht. Gottesdienst und plötzlich verrückt sind. Das ist schon an Weihnachten gegangen, aber quasi sie haben nicht Stille Nacht und so, wahrscheinlich auch noch. Aber dann jetzt eben total eingängig und gar nicht. Ja, und kitschig auch. Also. oh ja. Genau, ich glaube, wir sind bei dir. Das ist ein super Song ausgewählt zum Thema Weihnachten. Ich finde grandios. Wir haben eine Frage, die wir alle stellen, alle Gäste am Schluss. Nämlich, wir haben einen Gast da. Es geht um Begegnung. Wie nimmt der Gast uns als Metal Church wahr? Anna, eben, ich weiss, du beobachtest schon lange. Was nimmst du wahr, oder was willst du uns sagen? Du darfst uns auch alles Böse und Wüste sagen, du musst uns nicht den Bauch pinseln. Nein, mir sag, was nimmst du wahr, wenn du an Metal Church denkst, von dem, was du in den letzten Jahren wahrgenommen hast? Was kommt dir in den Sinn? Was nimmst du wahr? So fies, ich beobachte noch. Das stimmt gar nicht. Ihr seid einfach so weit weg, sonst würde ich auch ab und zu kommen. Aber ich kann jetzt durch den Gubrist und alles, es ist unendlich mühsam zum Fahren. Nein, also ich nehme mich wahr als vor allem extremer Zusammenhalt und extrem gut organisiert. Das finde ich faszinierend. Das habe ich bisher so in keiner anderen Metal-Szene so gefunden. Also der Zusammenhalt und die Organisation, wo eben wirklich, ihr seid wirklich gut vernetzt. Und ja, und sonst auch. Also ich bin jetzt ja erst zweimal am Elements of Rock. Das ist immer lässig. Der Gebetsraum ist nicht so benutzt worden, glaube ich. Der ist ja so immer im Keller, aber sonst wird er schon. Ja. Jedes Mal, wenn ich rein bin, ist jemand geschlafen. Vielleicht müssten wir ein bisschen dekorieren. Ja, ist lässig. Ich glaube, es kommt etwas bald zu, von dem, was wir machen. Ein Lottoschädel. Ja, genau. Und was ich natürlich auch faszinierend finde, allgemein am christlichen Metal, ist, dass so viele Genres unter einem Dach laufen. Also, dass man kann Power Metal und dann hört man ein bisschen ich weiss nicht, Death Metal, aber eins nach dem anderen, das ist schon einfach kein Problem. Und zu Schirrisch sagen, das ist eben mehr Sparten, also hast du wie quasi, oder hast du nur Black Metal oder du hast Death Metal, oder vielleicht so das geht, aber und dann hassen sie sich auch noch gegenseitig und so. Oh nein. Was finde ich spannend, wenn du das sagst, weil dann wäre das ja schon eigentlich so etwas von dem, was der Paulus sagt, es gibt quasi jetzt eben in Christus gibt es nicht so und so. Ja, Trash Metal. Wobei ich merke, die Diskussion, die haben wir, als ich noch im OK war, vom EOR schon angeführt. Das Gefühl, sie wollen mehr von diesem, mehr von dem und eigentlich interessiert sie das andere nicht. Und ich habe immer das Gefühl, hey, aber eben genau eigentlich die Vielfalt macht es doch aus.
dem, merci, ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Das wäre gewesen. Ja, hey, merci vielmals für dein Kommen. Danke Und vielmals für die Einladung. Ja. Es ist nicht das letzte Heavy Mental, wir machen jetzt einfach die Sommerpause, also in der warmen, hellen Jahreszeit, und es wird im Oktober dann weitergehen. 28. Oktober, wir haben dann noch den Timon Coco zu Gast, ein Künstler, einer, der schreibt, einer, der das Malen gelernt hat und der ganz viele Artworks macht für verschiedenste Bands, mittlerweile auch große Bands. Er wird aus Deutschland anreisen, extra für den Talk Day. Ich freue mich mega drauf. Ich habe ihn kennengelernt, den noch niemand kennt hat. Mittlerweile kennt man ihn. Ich freue mich drauf. Genau, das ist der nächste Heavy Mental Termin. Die Fastenzeit hat angefangen, wir haben von der Fasnacht geredet. Heute hier in Niederbipp, sie hier bei Kesselten gehabt. Wir beginnen als Metal Church die Fastenzeit mit der Wasteland Warrior Challenge. Wer will, darf auf irgendetwas fasten und verzichten, aber das Entscheidende ist, dass man zusammen betet. Oder wir lesen zusammen die Bibel und diskutieren, virtuell vor allem. Und wir starten nächsten Dienstag. Dann kommen wir auf die 40 Tage. Ihr könnt euch gerne noch beim Döbu anmelden, offenes Ohr als metalchurch.ch. Bibelbier und Metal gibt es ja mittlerweile zweimal im Monat. Einer ist in Niederbipp, einer ist in Wimmis. Am Freitag, nächsten Freitag, am 11. März, können wir das erste Mal wieder so richtig physisches Treffen hier in Niederbipp. Und dann Ende Monat gibt es auch in Wimmis das nächste Treffen. Wie Sanctum können wir hoffentlich auch wieder ohne grosse Einschränkungen machen. Es sieht wirklich gut aus. 9. April, wir haben als Konzertband Dreams in Fragments wieder einen Gig nachholen, der letztes Mal nicht möglich war, und Isamania zu Gast. Und vielleicht, wenn du Musik hast, wenn du denkst, ja eigentlich, ich bin zwar kein selber Musiker, aber eigentlich würde ich Musikern gerne helfen, damit sie gut tönen. Unser Profitontechniker, der Simon Beck im Heavy Sanctum, hat gefunden, es wäre cool, er könnte die Leute ermächtigen und ausbilden, um Verantwortung zu übernehmen. Wenn dich das interessiert, dann melde dich doch beim Simon. Er hilft dir, einen Teil dich zu engagieren und ein bisschen quasi Mini-Profitontechniker zu werden. Und wenn euch interessiert, dran zu bleiben, dann abonniert unseren Newsletter oder einen WhatsApp-Broadcast oder all die Sachen, die ihr eingeblendet seht, dass ihr nichts verpasst von dem, was wichtig ist, was wir machen. Anschliessend haben wir hier nachher draußen beim Feuer, nehmen wir noch ein Bier zusammen. Der Alex hat gefeuert, hat Getränke organisiert. Merci vielmals. Und die Hause trinken selber etwas. Selber schon nächstes Mal vorbeikommen, wenn wir physisch sind. Und wenn euch das gefallen hat hier, dann freuen wir uns, wenn ihr uns das auch helft unterstützen. Sagt es mit Kollekten draussen oder per Tweet, wo am Schluss der Code auch noch einmal eingeblendet wird. Oder wenn ihr sagt, hey, das ist eine grundsätzlich gute Sache, wenn ihr auch eine Gönnerschaft, findet ihr auf der Website von der Metal Church die Möglichkeit. Noch zum Schluss, unsere Freunde vom Elements of Rock, die sind ein bisschen gebeutelt. Eigentlich ist die 3. Ausgabe verschoben wieder, aber es gibt trotzdem einen Konzertabend, ein Schweizer Konzertabend mit 6 tollen Bands, 19. März in Uster. Ich bin dort und ich hoffe, ihr auch. Würde mich freuen. Und dann habe ich zum Schluss noch zu sagen, schönen Abend, bis zum nächsten Mal, für euch Gott.